Ein recht herzliches Hallo. Heute geht es um das Thema Wünsche und Ziele einfach zu erreichen mit dem Leuchtturm. Mein Name ist Pierina Steiner, Mutmacherin und Lebenscoach. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du entschuldigst, dass heute an dieser Aufnahme meine Stimme ein bisschen heiser ist. Ich kämpfe gerne noch mit einer Erkältung, aber nichtsdestotrotz habe ich gedacht, ich tue dir gleich die Woche die Podcast liefern. Vielleicht fragst du dich jetzt auch, was soll dir denn ein Leuchtturm überhaupt helfen, deine Wünsche und Ziele zu erreichen? Weil wir sind ja auch noch in der Schweiz und wir haben kein Meer und schon gar keinen Leuchtturm. Das ist nicht ganz richtig. Ich habe nämlich recherchiert und herausgefunden, dass wir in der Schweiz einen eigenen Leuchtturm haben. Nicht so einen grossen, einen kleinen roten steht auf dem Oberalpass und der tut die Verbindung symbolisieren zwischen dem Anfang und dem Ende vom Rhein. Hast du das gewusst? Ich habe es nicht gewusst, bis ich recherchiert habe. Zurück aber zum Leuchtturm, wie er uns helfen kann. Früher hat der Leuchtturmwärter dafür gesorgt, dass das Leuchtfeuer das Schiff auf dem Meer den Weg weisen. Heute ist das nicht mehr so. Die Leuchttürme sind meistens unbemannt, es ist niemand mehr dort und die werden elektronisch aus der Ferne bedient. Ein Leuchtturm hat aber mehr mit unserem Leben zu tun, als du vielleicht jetzt überhaupt denkst. Der Leuchtturm hat eine ganz klare Funktion wiederum und er tut das Schiff warnen vor Untiefen und auch in Zeiten, wo es noch kein Navigationsgerät gegeben hat er Positionsbestimmung angegeben und hat das Schiff so auch den Weg gewiesen. Und genau das können wir nutzen, um Ziele und Wünsche viel schneller zu erreichen. Lass mich da ein bisschen ausholen und dir das erklären, weil ich finde das eine absolut geniale Methode. Übrigens, auf meinem Schreibtisch steht auch ein kleiner Leuchtturm, den ich mal von einer Kundin geschenkt bekommen habe. Als sie an einem Seminar bei mir war, haben wir eine Meditation gemacht mit einem Leuchtturm. Daraufhin ist sie in die Ferien gegangen und hat einen wunderschönen Leuchtturm gesehen, der jetzt bei mir auf dem Bürotisch steht. Er hat wirklich einen Ehrenplatz hier bei mir bekommen. Ich denke, du bist jemand, der Träume, Visionen hat. Vielleicht sogar auch einen grossen Lebenstraum. Weil sonst würdest du ja diesen Podcast gar nicht anhören. Vielleicht sind deine Visionen und dein Lebenstraum schon ganz konkret. Vielleicht weisst du aber noch nicht ganz genau, wo die Reise in deinem Leben ja überhaupt hingehen soll. Denn in der heutigen Zeit ist das Problem, wir haben zig Möglichkeiten, um uns zu verwirklichen. Das zu machen, was uns wirklich Freude und Spass macht. Viele Leute, die zu mir ins Coaching kommen, haben im Laufe des Lebens ganz viele Wünsche gehabt, Visionen. Aber sie haben es irgendwie nie geschafft, die auch wirklich umzusetzen oder ihre Ziele zu erreichen. Die Energie, die Kraft, die ist irgendwo verpufft oder ja, auf der Strecke geblieben, wegen zahlreichen Gründen. Und viele glauben auch, die Verwirklichung ist gar nicht mehr möglich. Vielleicht ist auch etliches anders im Leben gekommen, als du dir erhofft, erträumt hast. Aber das ist ja noch lange kein Grund, um die Lebensträume einfach zu begraben oder auch aufzugeben. Auch bei mir ist im Leben so etliches schief gelaufen, das ich überhaupt nicht eingeplant habe. Denn wer denkt denn schon, wenn man so frisch verliebt ist, verheiratet ist, dass nach 10 Jahren plötzlich die Scheidung folgt. Das tut man ganz sicher nicht planen. Auch habe ich nicht eingeplant, dass wir über manches Jahr gesundheitliche Probleme ausbremst haben. Ja, das plant niemand ein. Und dann kann es passieren, dass Lebensträume einen Moment einfach in den Hintergrund rücken
Und das ist absolut okay. Nur vergessen sollte man seine Lebensträume nie. Wie heisst doch das Sprichwort? Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und genau so habe ich das immer betrachtet. Vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die ihre Träume, Ziele auch aufschieben mussten. Genau so wie ich. Dann möchte ich dich aber auffordern, dich wieder zu erinnern, was du wirklich hast wollen, was dein sehnlichster Wunsch war, was dein Lebenstraum ist. Denn glaub mir, es ist gar nie zu spät, egal wie alt du bist, deinen Lebenstraum zu verwirklichen. Glaub an dich, glaub an deine Fähigkeiten, denn dir wird nie ein Wunsch geben, ohne dass du auch wirklich Kraft dazu hast, diesen Lebenstraum zu verwirklichen. Denk bitte immer daran, du hast eine fantastische Schöpferkraft, wo du nur nutzen musst, ein Potenzial, wo du dir, glaub, nicht einmal in den kühnsten Träumen vorstellen kannst. Es geht nur darum, das wieder vorzuholen. Dich zu erinnern, wer du wirklich in der Tiefe von deinem Herzen bist und an die Umsetzung gehen. Ich weiss, einige Menschen, die stecken auch in einer ganz speziellen Problematik fest. Und zwar, dass sie sich nicht auf ein Ziel, auf einen Lebenstraum fokussieren können. Sie wollen immer gerade das, was so trendy ist, was aktuell ist. Das oder dort, wo die Masse hinläuft, was die anderen haben. Heute ist es zum Beispiel eine Weltreise, morgen ist der Traum vom Fliegen, übermorgen ein Segeltörn, ein eigenes Segelschiff besitzen. Es ist Alltag oder all Monat irgendetwas anderes. Durch das kann aber beim besten Willen einfach nichts geschehen und die ganze Energie, die verpufft einfach. Das universelle Gesetz von der Anziehung kann gar nicht wirken oder vielleicht auch ein bisschen anders ausgedrückt, deine Gedanken, deine Energie sind nicht auf ein Ziel, auf eine Vision ausgerichtet, weil das Denken, die Energie in alle Richtungen verpufft. Es geht darum, dich zu erinnern, was du wirklich willst, was dein Traum ist, dein Lebenswunsch und dort daran zu festhalten, daran zu glauben, dass du das auch wirklich erreichen kannst. Nur du kannst deine Energie fokussieren und bündeln. Niemand anderes kann das für dich machen. Denn unsere Bestimmung ist doch einfach die Weiterentwicklung von Körper, Seele und Geist. Wir können auch sagen, unser Daseinszweck ist Fortschritt, die höhere Entwicklung vom Leben, von unserem Leben, von deinem Leben. Es geht darum, etwas aus uns zu machen. Und für das sind wir einfach alleine verantwortlich. Ob wir es machen oder nicht, ob du es machst oder nicht, das ist ganz allein die Entscheidung. Es ist dein kostbares Leben und nur du entscheidest, was du daraus machst. Denk daran, es gibt einen denkenden Stoff, aus dem alle Sachen erschaffen werden, wo im Urzustand immer alles durchdringt und alles umhüllt. Auch jeder Gedanke ist feinstoffliche Energie und erschafft das, was du durch Gedanken bildlich machst. Auf die Gedanken respektive Gedankenhygiene, ja, da gehe ich heute nicht näher ein, die findest du im Podcast 07, wie du Gedanken beeinflussst und deine Gefühle besser kannst steuern. Was meine ich, wenn ich sage, ein Gedanke erschafft das, was bildlich wird? Du kennst das am besten, wenn du in einem Problem feststeckst. Dann malst du dir alles aus, was könnte schief gehen. Manchmal kann man sagen, wirklich die verrücktesten und wildesten Szenarien. Und du weisst es, zu 99% treffen die nämlich gar nie ein.
Durch das entsteht aber ein Gedankenkonstrukt, das noch zusätzlich verstärkt wird durch die Vorstellung mit Bildern. Und in dir innen einfach plötzlich automatisch abläuft, weil das Kopfkino hat sich eingeschaltet, und zwar nicht im Positiven, sondern im Negativen. Spannend ist auch, dass alle ihr Kopfkino benutzen, und zwar rege, aber eben nicht fürs Positive, für ihre Ziele, für ihre Wünsche, Lebensträume, sondern meistens fürs Negative. Durch die Gedanken, das Kopfkino, also die Bilder, die entstehen auch Gefühle. Und das ist die Grundlage, wie das Gesetz der Anziehung funktioniert, wie wir es nutzen oder anders ausgedrückt, wie wir unser Unterbewusstsein programmieren. Massgebend sind immer Gefühle, die in uns entstehen, ob wir unser Potenzial nutzen können oder eben nicht. Also tun wir noch einmal festhalten, Gedanken lassen Bilder entstehen. Und durch die Bilder und die Gedanken entstehen Gefühle. Und die sind wiederum maßgebend für unsere Schöpferkraft, für die natürliche Anziehung, also für das Gesetz der Anziehung, für die Resonanz und auch noch für das Unterbewusstsein, weil im Unterbewusstsein die Vorstellungskraft angesiedelt ist. Überleg dir, was du wirklich willst in deinem Leben, was dein Lebenstraum, deine Vision ist. Frag dich auch, welche Spuren möchtest du auf dieser Erde hinterlassen. Das hilft dir auch weiter, deinen Lebenstraum wirklich zu finden. Nimm dir für das auch eine Auszeit. Eine ruhige Minute, setz dich in eine Ecke, geh raus in die Natur. Mach einfach das, was stimmig ist, für wirklich zu entdecken, was du im Leben willst, was dein Lebenstraum ist. Wenn du es weisst, was deine Vision, dein Ziel ist, dann nimm ein wunderschönes Notizbuch, das dich inskünftig begleiten und du alles hineinschreiben. Mach dir Notizen, weil dann geht auch ein Prozess in Gang. Setz dich irgendwo an und stell dir vor, wie es wäre, wenn du genau jetzt in diesem Moment, dein Lebenstraum, deine Vision erreicht hättest. Du kannst auch für das die Augen schliessen. Das hilft ganz vielen. Es geht darum, deine Schöpferkraft, dein Unterbewusstsein mit allen Sinnen zu aktivieren. Und dann schreib auf, wie fühlt es sich an, wenn du dein Ziel erreicht hast? Welche Gefühle kommen in dir innen hoch? Schreib alles auf, was dir in den Sinn kommt. Alles, was in dir innen aufsteigt. Schreib Gefühle auf. Sie sind sehr wichtig zu deinem Lebenstraum. Schreib nicht einfach nur auf, glücklich. Schreib wirklich auf, was du bei der Erfüllung von deinem Ziel, deinem Lebenstraum fühlst. Bist du stolz auf dich? Fühlst du dich selbstbewusst? Wie fühlt sich das an? Bist du fröhlich, ausgelassen, voller positiver Energie? Bist du stark, zentriert? Schreib alles auf, was du fühlst bei der Erreichung von deinem Ziel. Und dann schliess noch einmal einen Moment die Augen und frag dich, welche Bilder siehst du bei deiner Zielerreichung? Wie sieht der Ort genau aus? Wo bist du? Sind Menschen bei dir? Welche Menschen? Wie sehen die Menschen aus? Wer ist es? Lass die Bilder einfach in dir intensiv entstehen und notiere sie. Und jetzt los und schmeck mal in deine Zielerreichung, in deinen Lebenstraum hinein. Was hörst du dort? Wie schmeckt es dort? Schreib alles auf.
Es geht hier darum, all deine Sinne für deine Zielerreichung zu aktivieren. Das nennt sich übrigens auch WAKOK. Somit visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch und gustatorisch. Das ist dann, wenn wir alle Sinne auch benutzen. Und jetzt tu das noch einmal für dich durchlesen. Schliess die Augen und tauch dann wirklich in die Bilder, in die Gefühle ein. Hör Geräusche dort, schmeck, wie es auch dort schmeckt bei deiner Zielerreichung. Wenn du das wirklich hast gemacht, dann entsteht auch ein ganz klares Zielbild, das du jederzeit abrufen kannst. Und jetzt kommt der Leuchtturm ins Spiel. Der Leuchtturm, der dir hilft, dich voll und ganz auf dein Ziel zu fokussieren mit all deinen Sinnen, all deiner Schöpferkraft, so, dass du wirklich in Resonanz mit deinem Zielbild bist. Das heisst, mit dem tust du noch viel stärker das Gesetz der Anziehung aktivieren. Du fragst dich jetzt vielleicht, warum dieser Leuchtturm. Stell dir einen Leuchtturm vor in der Nacht, wo der Scheinwerfer eingestellt hat und auf etwas ganz Spezifisches richtet. Der Scheinwerfer leuchtet genau nur auf eine Stelle. Eine Stelle ist beleuchtet in der Dunkelheit und genau so ist es mit deinen Zielen und mit deinen Wünschen. Wenn du den Scheinwerfer vom Leuchtturm immer wieder auf etwas anderes richtest, dann wird die Kraft, die Schöpferkraft nicht aktiviert. Wenn du es aber gebündelt, den Scheinwerfer, auf dein Ziel richtest, auf deine Vision, dann tust du die ganze Energie dort drauf bündeln. Und das Gesetz der Anziehung kann viel besser greifen und die Visualisierung wird viel stärker, weil du genau fokussiert bist. Darum möchte ich, dass du jetzt dir die ganz persönlichen Leuchtturm vorstellst. In deinen Lieblingsfarben. Vielleicht steht er auch ganz an einem speziellen, wunderschönen Ort, der dir ganz gut gefällt. Jetzt stell dir doch vor, wie du auf die Leuchtturm gehst. Schritt für Schritt, Stufe für Stufe dort durchsteigst. Bis ganz oben bist du angekommen. Dort steht ein riesengroßer Scheinwerfer, den du bedienen kannst. Der Scheinwerfer, wo du ab jetzt genau auf dein vorher definierte Zielbild richtest und auf nichts mehr anderes. Am besten machst du das dann mit geschlossenen Augen, weil die Visualisierung noch viel stärker ist. Sieh dein Zielbild ganz genau vor dir, im Scheinwerferlicht vom Leuchtturm. Sieh dich, wie du dein Ziel, dein Lebenstraum erreicht hast. Und fühl, wie so die ganze Kraft so richtig gebündelt entsteht. Lass die Gefühle, die positiven, vor der Zielerreichung in dir aufkommen. Wie fühlt sich das an? Doch einfach wunderbar. Ich denke, du fühlst dich in diesem Zustand absolut glücklich, stolz auf dich, fokussiert, selbstbewusst, erfolgreich, mit dir im Reinen, einfach angekommen sein. Lass die Gefühle einfach in dir wirken. In diesen positiven Gefühlen bist du ganz genau der starke Magnet, der genau das anzieht, was du dir für dein kostbare Leben so wünschst. Das ist kein Humbug, das ist das Gesetz der Anziehung. Und es wirkt immer, ganz egal, ob du daran glaubst oder nicht. Du kannst es für dich zum Positiven nutzen oder du nimmst einfach, was dir das Leben gibt und was kommt. Ich wünsche dir von Herzen, dass du die kraftvolle Methode der Visualisierung mit dem Leuchtturm wirklich anwendest und deine Ziele damit auch erreichst,
die Lebenstraum kannst verwirklichen. Ganz egal, wo du gerade im Leben stehst, in welchem Problem du feststeckst, gib nicht auf, denn es gibt immer einen Weg und immer Möglichkeiten und Lösungen. Denk bitte auch daran, nicht die Welt, nicht die Menschen um dich werden sich verändern. Du musst dich verändern, dann verändert sich ganz automatisch dein Umfeld. Glaub mir, du hast Kraft dazu. Ich glaube ganz fest an dich. Ich würde mich freuen, wenn du mir ein Feedback hinterlassen würdest, vielleicht auch meinen Podcast abonnieren oder auch weiterempfehlen, wenn er dir natürlich gefallen hat. Solltest du jemand sein, der seine Schöpferkraft intensiv nutzen will, die vielleicht auch spirituell, mental weiterentwickeln, dann kann ich dir bestens das Seminar «Der Weg zur inneren Führung» empfehlen. Im Podcast-Beschrieb findest du den Link dazu. Ja, ich wünsche dir von Herzen einen Leuchtturm mit einem Licht für dich, wo fokussiert auf deine Ziele gerichtet ist, absolut kraftvoll und stark ist. Bis bald, deine Pierina Steiner.